Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, das ist ja Ein kleines Bildchen, nettes Bild. das Sie uns bringen. Woher kommt es? Woher kommen Sie? Also das Bild habe ich von meinem Vater, der es in München Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre erworben hat. Ja. Und er hat hinten drauf geschrieben, dass er das Bild eventuell von dem Kunstmaler Volz stammen könnte. Das heißt, das könnte ist unser Thema. Ja, Das könnte ist unser Thema. Also, wir werden ja gleich sehen, was wir hier sehen oder hören, was wir hier sehen und ob das mit dem Volz quasi in Zusammenhang gebracht werden kann. Es ist hier eine ganz frische, nicht bis zum letzten ausgearbeitete Malerei. Auch geschuldet natürlich dem winzigen Format, was ja kaum über die Größe einer Postkarte hinausgeht. Und zeigt eine Weidelandschaft in einem der Moore, Filze rings um München. Und der Blick geht nach Süden. Man erkennt ganz am Horizont die Alpenkette. Damit ist die Verortung einigermaßen klar. Maler gingen damals in die Dörfer und in das Umfeld der Dörfer entlang der Würm und malten im Dachauer Moos, im Pollinger Moos und dergleichen mehr. Und fanden dort Motive, wie sie die Maler des 17. gemalt hatten. Und das entsprach ihrer Sehgewohnheit und ihrer Vorstellung von malerischer Wirkung. Also trotzdem wir jetzt durchaus verorten können, wo es ist, hat man aber trotzdem, und jetzt sind wir beim ersten Punkt, warum ja oder nein Volz, hat man trotzdem das Gefühl, es ist ein bisschen komponiert. Denn die Alpenkette, das stimmt, die Ebene, das stimmt. Aber ob diese Kopfweide wirklich dort gestanden ist, ob diese idyllische Situation wirklich dort gestanden ist, das scheint uns oder scheint mir ein wenig komponiert. Eher im Stile noch oder im Sinne des 17. Jahrhunderts, einer Malerei, die sich durchaus auch an der Wirklichkeit orientiert hat, aber ganz gern komponiert. Diese Art der Malerei gibt es in München, gibt es in Süddeutschland, aber nur zu einem Zeitpunkt, wo der Friedrich Volz noch nicht tätig ist. Das waren Maler wie Wernberger und Wagenbauer, die so gemalt haben. Die haben sich natürlich nicht mit der Staffelei in die Landschaft gesetzt. Das ging damals gar nicht. Wind, Sonne und das ständig wechselnde Wetter ermöglichten das nicht, sondern man hat vor Ort Bleistiftskizzen gefertigt. Die sind auch sehr häufig erhalten und liegen in der Graphischen Sammlung in München. Und von diesen Bleistiftskizzen mit teilweise Farbeintragungen in Schrift wurden dann diese Gemälde entwickelt, im Kopfe zu Ende gedacht und dann vollendet. Und das spürt man diesen frühen Bildern auch ein bisschen an. Dieses gedachte, überlegte, transportierte, dieses Mischung zwischen Wirklichkeit und was stelle ich mir vor. Coppel könnte man auch noch nennen. Coppel ist ein berühmter Vater und Sohn, aber vor allem der Sohn mit seinen sehr feinen, schönen Aquarellen, die da Licht und Körperlichkeit gleichwertig zum Ausdruck bringen. Beim Volz und der späteren oder der nächsten Generation ist es aber schon ganz anders. Da geht es jetzt nicht mehr um sich was ausdenken oder was komponieren, sondern denen geht es darum, das zu malen, was sie wirklich gesehen haben. Der setzt sich wohin, macht natürlich auch so, wie er sagt, seine Skizzen. Der setzt sich hin mit dem Zeichenblock und malt jetzt einmal die Viecher, die er da sieht. Wenn ihm eine Kuh blöd hereinschaut, lass das vielleicht weg. Aber wenn der Baum, der ist dort und das Gatter ist dort und das Bacherl ist dort. Und die versuchen sehr viel mehr, die Wirklichkeit in die Bilder zu bringen. Ab 1850, 60 gibt es dann kleine Bleirohre, sogenannte Tubes. Tuben heute genannt. Die konnte man mit angemischter Farbe füllen. Ein Ende mit der Zange zuwickeln, das andere Ende auch. Und aus diesen Tuben heraus dann die vorgemischten Farben versetzt mit Ölen in der Landschaft selbst brauchen, auf der Palette mischen und dann man kommt draußen malen. Draußen malen. Ja. Also das ist ein frühes Bild, ein hübsches Bild, hat aber nichts mit dem Volz zu tun, wie wir beide der Überzeugung sind, sondern eher mit Leuten wie dem Wagenbauer oder also irgendeine Coppel-Nachfolge um 1820. Wirklich eine Gratulation, eine besonders feine Qualität. Allein wenn man sie anschaut,
der Baum mit dem Hirten. Das ist eine sehr schöne Komposition. Ich kann mir vorstellen, dass einer durchaus 1500, 1800 Euro dafür zahlt. Ganz egal, ob wir jetzt einen Maler haben oder nicht. Vielleicht findet man noch, durchs Fernsehen wird oft was identifiziert. Und wenn wir was finden, werden wir Ihnen das gerne mitteilen. Oh, das war Danke super. fürs Zeigen. Gell? Alles Gute. Danke. Wiederschauen. Danke. Wiederschauen. Bitte schön.